Wir haben vom Herrn Baum ein ganz gutes Resümee von einem wichtigen Projekt de loi hören. Dafür sagen wir ihm merci für sein Rapport. Und wir stellen fest, dass die Regierungskoalition und die Regierung als proposiert, nicht eine gesellschaftspolitische Modernisierung vorzuholen. Das ist nicht die erste, die das Regierung möchte, das ist aber irgendwo eine wichtige, zwar diese Modernisierungen. Wir haben also eher nicht gegen Modernisierung. Wir werden auf viele Punkte matt gegangen, für ein neues Gesetz zu machen, wenn es darum geht, für eine Simplifikation administrativ, für Experienzen zu valorisieren, Adaptationen, Insécurité Juridiken aus dem Text zu holen, Situationen mit den getrennten oder geschiedenen Leuten zu konsiderieren. Alles das sind Sachen, die auch an diesem Projekt angeschwärzt gehen. Alles das sind Sachen, wo wir auch gesagt hatten, wir müssten mal dieser Zeit gehen und als Experienzen lehren, an das System reformieren. Das ist aber keine Modernisierung an dem Sinn. Das ist ein ganz anderes, das ist ein neues ideologisches Konzept. Die Regierung sieht, sie will Kannergeld und die Realitäten von Haut aufpassen. Das ist das, was sie sieht. Die Realitäten sind das die als Gesellschaft kennen, oder sind das die Regierung sich wünscht, oder so, wie sie die Gesellschaft will gesehen. Und das ist da, wenn ihr guckt, Geschichte von dieser Regierung in Umsetzung von dem, was Madame Kahn praktisch am ersten Tag wo sie am Amt war, als Familienminister gesagt wird, nämlich eine antinatalistische Politik. Weil was an diesem Gesetz eigentlich geht, trotz aller Versichtrealitäten zu umschreiben, zu verschönern, zu verstoppen, wie auch immer, das ist ein Gesetz gegen Familien und gegen Kanner. Und das von der Familienminister. Es gibt Männergeld für die Familien. Egal, wie ihr probiert, das zu drehen, das ist einfach so, dass vielleicht all Kant von Ludo ist, was die so nicht verliert, aber all zukünftig Kant verliert par rapport zu der aktuellen Situation. Die Regierung sieht an einem Zynismus wie eine ganz ehrliche Seite, das wäre ein Gesetz en faveur de l'enfant, lutter de manière ciblée contre la pauvreté des enfants, wenn es Männergeld gibt für die Kanner. Ich meine, den LCGB an einem 6 Seiten langen Brief hat eine ganz gute Analyse gemacht, in einer anderen, Herr Spautz hat pur genannt. Und die Konklusion von einer großen Gewerkschaft ist, dass das Gesetz aucune lutte efficace contre la pauvreté des enfants bringt. Das ist die Realität. Wir können hier umschreiben, wie wir wollen, es gibt Männergeld in Zukunft. Und die Argumentation von der Regierung beruht sich auf 2 Prämissen. Eng froh sech die echt ass, et gëtt net méi Natalität, mün dat haut pummel diskutiert ha, wann et méi sue gëtt. Dat ass mal eng Behauptung, et das eigentlich die eigentlich froh, die der Hand steht, gëtt an diesem Projekt de loi net beantwort. Regierung se da net, wat ass hier ein demografische Konzept fir Lützeburger Land. Wat stellt sie sich fir ënner der demografische Entwicklung, wat as Ziel, mir schwätze vu Croissance, mir schwätze vu eng Millionenstaat eventuell. An een Aspekt aus der wo sollen die Kanner hier kommen, die zukünftig Arbeitskraft, sollen dat Kanner sind die Hai am Land geboren gehen, wo wegen Familien oder as dat méi wichtig, wat die Regierung als ha für Parlament gesucht und dat man die Migration Refugie brauchen aus demografische Gründen, wie die Regierung gesucht hat. Wo sollen die Kanner hier kommen? Wat aus das demografische Ziel, wat aus die Vorstellung von der Regierung über eine Familie, die Hai am Land wohnt? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall können wir aber sagen, dass die Regierung mit diesem Gesetz kein Incentive schafft, für die Familien, die hier am Land wohnen, sollen mehr Kanner kreieren. Und trotzdem betreibt sie ein Wachstumskonzept für das Land, das aber ein deutliches Plus auf Bevölkerung braucht. Das ist eine ungelöste Frage. Die zweite Behauptung, als die von der nombreusen Etude aus dem Ausland, die sollen behaupten, dass, wenn ihr mehr Kanner hört, dass der zweite oder der dritte nicht mehr kostet wie ein Ent, wie soll das überzeugen? All Familien hier am Land, die 2 oder 3 Kanner haben, 3 Kanner, die Seelen, die nach 4 Kanner haben, auf jeden Fall, die Courage haben, sich zu mehr Kanner zu dezidieren, die wissen, dass da mehr Ausgaben verbunden ist. Die könnt man die Tüden an Experten kommen, so viel wie der Welt. Die Realität, der Leben von den Leuten, sieht ihnen eine andere Wohlrecht. Und das was die Leute leben. Also sie wissen, dass sie in Zukunft, par rapport zum Haut, Männer so kriegen an einer Situation, wo sie aber batternedisch alle Unterstützung brauchen. Es revoltiert mich, wenn ich mit vielen Leuten schwätzen, die wirklich schlecht dro sind, arm dro sind, wie dann hier über 20, 50 Euro oder so geschwert wird. Für viele Leute ist das ein großen Unterschied, allmählich an der Pai. Das Raisonnement selber ist auch von einer Primitivität. Kaum vom Raisonnement von der Regierung
als Kant als Kant. Ja, Kant als Kant. Aber es geht ja nicht darum, eine Tautologie hier aufzustellen. Es geht darum zu gucken, wo ist das Kant an der Rangfolge an der Familie? Wie ein Käste verursacht das Kant? Was ist mit dem Kant verbunden, ob nur 2 Drittel, also in der Skolarität nicht weit oder noch nicht so weit oder das noch ganz klein, die Vereinfachungsfloskeln sind einfach der Intelligenz von den Leuten nicht angemessen. Wir können ja auch nicht so, wenn man der Tautologie bleiben, eine Regierung als eine Regierung. Wenn eine Regierung mit der DP als eine Regierung gegen Familie, gegen Kanner, und eine Regierung mit der ADR wäre eine Regierung 4 Familie, 4 Kanner. Da kann ich. Eine Reform von der Allokation familial, als einfach, wenn es eng ass wie die Haien, als do für Suen, op Kächten vun de Familien ze spuren. Et das ein Démantèlement sozial, de wo linke politische Parteien hai organisiert. Das ist interessant, dat festlegt. An es mengen, wen seht, dat net der Fall. Die braucht nimmen die Tabellen zu gucken, die Regierung als selber gött. 2016 Spureffekt minus 13,1 Millionen, 2026 schon ein Spureffekt von 74 Millionen. Ja, die Summe muss hier kommen. Also sie kommen aus dem Geld, was den Familien zusteht, aber zu lo nicht mehr kriegen. Das auch nach an der Wurtverwandlung, du möchtest Regierung fantastisch erbecht. Alkeers von sie Zukunft schwätzt, geht zu den Leuten und de Portemonnaie. Das l'allocation pour l'avenir des enfants, an kann kreen Manner Geld. Das Zukunftskäse an Demografie vom Land als eng ungeleste Frage. Wen huet erst Rede geschrieben? De George Orwell, den hätte do keine mehr mit der Zukunft. Am Zukunftspack hat der Allocation de Maternité weggeholt an Allocation d'éducation. Da gesagt, Zukunft also an den Ern von Eis auf jeden Fall an Eisanalyse, Alkeers von der Regierung mit Zukunft schwätzt, dann ist das schlecht Zeichen. Sie geht es selber so, weil die merkt das System transitoire an den Text da steht, und das System transitoire wird do für eine materielle Verschlechterung zu verhindern. Die so sogar an ihren eigenen Text da, es wäre wichtig, wie nicht, zwischen den Text, ja, dass Familie, certaine Familien könnten das in Situation de Prekarität sehen, von nicht ein Regime transitoire ging. Die geht also selber so, dass da eine drastische Verschlechterung in der Situation, wenn eine Familie verbunden ist, wie gesagt, mit 3 kann 21%, es gibt x Berechnungen, die ich noch nicht kann abzählen aus Zeitmangel, aber es fehlt nicht über Berechnungen zu dem heiligen Thema an Realität als eben die, und nicht irgendein anderer. Was ist Familienpolitik von dieser Regierung? Was ist sie konkret? Sie ist mal erstens einseitig. Es ist einfach so, dass da aus materiellem Zwang die Familien oder den allermeisten Familien die Schwa wegschwölt, ob sie kann in der Strukturen gehen oder selber erzählen. Es ist Streben von einer Regierung, Streben von Parteien, von einem Staat, für die Kontrolle über die Kannererzählung zu kreieren. Mein Vierredner hat gesagt, wegen Wert, Leute gingen sich dezidieren, eine Ahnung, ob sie will Kanner kriegen, nach der Frage, wie können sie ihr Wert auf Firo gehen? Aber wie können Familien ihr Wert auf Firo gehen, wenn sie praktisch gezwungen gehen, so aus staatlichen Strukturen zu gehen? An sozialistisch Sprecherin hat noch gesagt, was ist das dann? Ich paraphrasieren, weil Leute ein öffentliches Angebot refusieren. Mit das hier recht, Leute sollen die Schwach haben, ob sie eine öffentliche Struktur an unserer Gesellschaft wollen nutzen oder ob sie es selber wollen machen. Das ist ein Teil von der Freiheit, weil die Werte, die an öffentliche Strukturen vermittelt gehen, das sind vielleicht nicht die Leute für sich und ihr kann als prioritär gesehen. Die will Mammen und Pappen aufwerten. Das ist das für die Märkte Politik. Frauen zu einem exklusiven Wirtschaftsfaktor machen. Auch das ist ein Teil von der Wohlrecht. An Familie, die verliert an gesellschaftlichem Wert durch ihre Politik. Wir sind nicht d'accord. Aber wir wollen heute Leute an ihr auch ganz klar sagen, dass es ein Wiel gibt, auch an der Politik, zwischen der Ära-Politik, die, wie gesagt, die Familien, die Schwawäsche, Männer so wie Kanner gibt, an einer anderen Approche, nämlich die Konsequenz, 4 Familien aus, 4 Kanner. Und das ist das Modell von der ADR. Ja, wie die Vierredner, die noch nicht hören nun, wir feiern ein Pai an. Wir feiern ein Pai an für die Älteren, die daheim bleiben, an ihr Kanner selber wollen erzählen. Weil wir valorisieren die Stunden Älteren, wir respektieren das, und es gibt bei uns, also als gut kein Uneier, wie daheim zu bleiben, an Kanner zu erzählen, das ist ein extrem wichtig Erbicht, ein wertvoll Erbicht, und als ganze Gesellschaft ging davon profitieren, von mehr Kannerin könnte von ihren Eltern profitieren, weil viel Probleme haben wir an Schule, an Gesellschaft, weil eben nicht genug Zeit da ist, wo die Leute sich können selber um die Erziehung in ihre Kanner kümmern. Wir werden auf jeden Fall an Eisenmodell Kannergeld im aktuellen System
beibehalen. Kannergeld soll führen bezahlt, es soll gestaffelt bleiben. Es soll auch gestaffelt bleiben. Und nirgend feiere mir ein Familiengeld an, ein ältere Geld, wird ganz klar als Pai, als Ersatzpai, wie das haut gesagt gehen ist, zu konsiderieren ist, an all Familie kriegt das, all Familie. Und dass die Familie die souverän als selber dezidiert. Ob sie mit dem Geld, was sie kriegt, eine Struktur will bezahlen, also eine öffentliche Struktur will an Ausspruch holen, oder das Geld für sich behält, als Ersatzpai für den daheim bleibt und kann erzieht. Dann hat sie einen richtigen, materiellen, realistischen Choix, was sie will machen. Und das Geld, was die Familie kriegt, das erleiht soziale Kriterien. Der Freibetrag, was darüber rausgeht, erleiht der Steuer. Da haben wir eine soziale Gerechtigkeit dran. Und es gibt sozialversicherungspflichtig. Das heißt, dass wenn nur zum Beispiel, weil halt Beispiel wie eine Mama mit auch Pappen, die an der Situation sind, wenn dann eine Schädigung kommt, so viel Jahr, dann ist auf Höchst von der Pai an Sozialversicherungssysteme herabgezahlt gehen, das heißt, egen Aussprüche, egen Pensionsrechte, und da haben wir die Prekarität von denen Leuten, effikaz bekämpft. Das ist unser Modell, und wir gehen da der reelle Choix mit sozialen Kriterien an, auch die Frage von der Schädigung als da gelesen. Dürre ist gekoppelt und die anderen Prestationen, die die Staat sowieso bezielt, wie Checkservice und andere, wir koppeln als Proposition und das wird am Blick sowieso schon angeboten wird. An Tabelle, die ich kurz will evokieren, die als exemplarisch, also exemplativ ist da, weil die wäre auch gestaffelt. Bei engen Kant ging man am Anfang nirgend dem Kannergeld, wie gesagt, 1.000 € dem Monat, bei 2 Kanner 1750, bei 3 Kanner 2250, bei 4 Kanner 2500 und so weiter. Du hast vorgestellt gehen, wie bezielt das, dann scheieren sie auch hier am Saal. Maar ja, dan, das ist nämlich eine wichtige Omission. Wenn hier Vertreter von den Regierungsparteien hinkommen, also es gibt schon gratis Krächeplätze, es gibt keine gratis Krächeplätze. Die Gesellschaft bezielt immer für Krächeplätze. Das ist ein teuer Investiment für das zu schaffen. Es gibt Funktionamentskäste für Krächen. Es gibt keinen gratis Krächeplatz. Wir alle gut als Lützeburger Gesellschaft, wir bezahlen viel Suen pro Monat für all Krächeplatz. Wenn wir die Möglichkeit, wenn wir der Familien die Möglichkeit vom Schwar gehen, da gibt Männer, Kanner, Krächen, kasten also die Gesellschaft an dem Sinn Männer, an dat nur eise Rechnungen kascht ein Krächeplatz am Monat viel mehr, wie das, was wir als ältere Geldgänger bezahlen. Es ist also ein Nettogewinn, finanzieller Gewinn für die Gesellschaft, es ist aber für allem natürlich ein menschlicher Gewinn für die Familie und für die Gesellschaft. Wir gingen das Weitere, für die Finanzierung zu garantieren, nicht nur, dass wir Männer Krächeplätze müssten anbieten, wir gingen alle Familienzulagen außer dem Kannergeld gingen wir zu Summe lehen, und da haben wir als all den anderen Leistungen die Pai mit bezahlen. Was auch mit sich bringt, dass eine deutliche Simplifikation administrativ damit verbunden wäre, meiner Bürokratie, also ein Faktor, wo der Staat massiv spürt. Das ist also das alternative Modell, wir haben zwei hier am Saal hören. Wir haben den drei, pardon. CSV hat mehr oder minder, ich will nicht CSV interpretieren, sie kann das selber machen, mehr oder minder Referenz geholt auf ein weiterentwickeltes Statu quo, von dem was man kann tun. Das ist eine Option. Wir haben die drei Regierungsparteien und die Regierung selber hören, die wollen auf den Weg gehen von einer einseitiger staatlicher Erziehung, wie zwar die so kann profitieren zu lassen. Ich denke, da wird gesagt, ein multilingual offene Krächen, also wird kann dann noch auf Französisch zugehen, ähnlich wie dann an der Familie, wird da vielleicht ein Plitzebeuch schwer. Aber wir haben ein Modell von der ADR. Den einzigen Modell, der wirklich den Familien realistischen, materiellen Choix gibt, für sich zu dezidieren, ob sie Kanner selber wollen erzählen oder Kanner an eine staatliche Struktur gehen. Wir bewerten das nicht. Wir machen nicht den Fehler, wie zu sagen, weil aus Respekt für die Leute, das eine als das bessere Modell und das andere als das schlechte Modell. Das ist nicht als Zuständigkeit. Wir hätten gerne, dass die Familie souverän als selber kann dezidieren, was für sie an ihren Ehren die richtige Option ist. Es ist ein Stück Freiheit. Das ist die konsequente Haltung von der ADR an der Politik, nicht nur an der Familienpolitik. Wir
wichtig für die Freiheit von der Familie, für die Souveränität von der Familien. Und dafür wird man das Gesetz von ihr auch nicht stimmen.